Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Spielanalyse. Lotte, diesmal zum 2:1 im Franz Beckenbauer Supercup. Am Ende bisschen spannend, am Ende des Tages denke ich aber verdient gewonnen. Und bevor ich euch da ein bisschen mehr meine Meinung sage, wie immer der Hinweis, wenn euch gefällt, was ihr seht, hypen, liken, kommentieren, abonnieren, Glocke aktivieren, wenn ihr nichts verpassen wollt. Und natürlich der Hinweis, solltet ihr irgendwie Interesse am neuen Champions League-Trikot des FC Bayern haben, nutzt den ersten Link in der Videobeschreibung oder im angepinnten Kommentar. Ja, und damit würde ich sagen, gehen wir es mal einmal durch. Ähm, Ich denke, die ersten 10 Minuten gehen an Borussia Dortmund von dem Spiel. Wenn nicht sogar die ersten 15, haben uns hoch angelaufen, gepresst. Das haben wir eigentlich ganz gut im Griff gehabt in der eigenen Hälfte. Aber spätestens ab der Mittellinie, Borussia Dortmund war viel, viel fickriger in der Anfangsphase. Da haben wir uns einen Schneid abgekauft, gerade auch so ein Olisse, der Riesenprobleme hatte. War aber nicht nur er, waren viele andere auch. Ähm, Umso länger das Spiel ging, umso besser kamen wir rein, so ein bisschen, haben ein bisschen mehr Ballbesitz kreiert. Am Ende haben wir dann eine Menge mehr Ballbesitz kreiert und dadurch kamen wir dann immer besser ins Spiel. Ja, spätestens mit dem Tor ab der 28. Minute war es dann nur noch ein Spiel nur ein Spiel von unserer Mannschaft. Von Dortmund war nichts mehr zu sehen, gar nichts. Ja. Hat mich ein bisschen schockiert, muss ich ehrlicherweise sagen. Auch das Stadion war tot, muss man auch mal sagen, was nur die Bayern-Fans gehört. Ähm, Weiß ich nicht. 0:1 ist jetzt nichts, wo man irgendwie, keine Ahnung, wo die Welt untergeht, so, weißt du? Fand ich ein bisschen wild, aber okay. Zweite Halbzeit, quasi dasselbe Bild. Ja. Dortmund war die klar bessere Mannschaft diesmal, die erste Viertelstunde, 10 Minuten, 15 Minuten in der zweiten Halbzeit, definitiv. Ähm, Da hatte man das Gefühl so, ja, wir haben halt 3 Gänge rausgenommen, so ungefähr, ne? Ein bisschen Schongang rein. Ähm, und wir lassen die Dortmunder mal so ein bisschen machen. Hm, Da war Dortmund klar besser. Da haben wir Glück gehabt, dass wir nicht irgendwie ein Tor kassiert haben. Auch wenn so die glasklaren Chancen natürlich gefehlt haben für Dortmund, das gehört auch zur Wahrheit. Ähm, und da war zweite Halbzeit quasi dasselbe Spiel. Umso länger das Spiel ging, umso ein bisschen besser kamen wir rein. Aber es war die ganze Halbzeit offen. Ja, die ganze Halbzeit war es ausgeglichen, fand ich. Ähm, Was gut war aus unserer Sicht, war, dass wir das 2:1 dann bekommen haben. Ja. Und dann hast du natürlich so gedacht, ja, jetzt 2:1 und da werden die Dortmunder jetzt nochmal richtig Vollgas geben und ist noch eine Viertelstunde mit Nachspielzeit, wären 20 Minuten gewesen. Da müssen wir jetzt echt aufpassen, nicht, dass wir ins Schwimmen geraten oder sonst was. Und es ist gar nichts passiert. Nix. Wir haben das Heft des Handelns in die Hand genommen, haben den Ball in den eigenen Reihen gehalten. Ähm, ja, die letzten fünf Minuten wurde es dann nochmal ein bisschen hektisch, keine Frage. Aber auch was wir in der Phase dann an Torchancen auch noch hatten, wenn auch nicht richtige Torchancen, ja, auch so diese Halbchancen, wo der letzte Ball vielleicht nicht kam, wo der Schuss nicht gut genug war. Ähm, aber am Ende des Tages, denke ich, war es ein verdienter Sieg für uns. Und wie gesagt, mich hat insbesondere beeindruckt, wie wir dann damit umgegangen sind. Ne? Man hat immer noch so ein bisschen die Nachwehen, wie es vor Kompanie war, wenn Wenn du dann so 'n Spiel hast und dann noch auswärts in Dortmund, das Stadion wacht noch mal auf, ist 110% da, völlig normal. Und wir haben's ganz eiskalt dann runtergespielt, ja. Also, Hut ab dafür, definitiv. Das war wirklich stark. Generell unsere Reaktion auf das Pressing von Dortmund, ja, auch in der ersten Halbzeit, die erste Viertelstunde, ja. Wie ruhig und souverän wir das runtergespielt haben, ja. Also, Dortmund hat super hoch angelaufen, haben aber den Ball trotzdem nicht bekommen, ja, sowohl erste Halbzeit wie zweite Halbzeit. Das haben wir wirklich super stark gemacht. Also, Hut ab dafür, da haben wir noch mal 'ne richtig gute Entwicklung genommen, definitiv. Das Tor dann natürlich durch den Ball von Jona, der da vielleicht ein bisschen zu viel wollte, anstatt einfach mal auf den Ball zu treten und ihn quer zu spielen oder auf Neuer zurückzulegen. Da diesen Risikoball zu nehmen auswärts bei 2:0 in Dortmund war jetzt nicht die schlauste Idee. Klugscheißen kann man im Nachgang immer, wird er selber wissen.
Hätte er den Ball ein bisschen fester getreten, dann wäre er vielleicht sogar durchgegangen zu Ulisse. Es ist, what it is. Am Ende des Tages war es gut. Wie gesagt, einfach um die Reaktion der Mannschaft auf diese Situation dann zu sehen. Ja. Das hat mir persönlich ganz gut gefallen. Ja, zu Wechseln. Wechsel haben kaum stattgefunden. Ich denke, ist einfach ein Zeichen, wie wichtig Vinny dieses Spiel war. Ja. Hätten wir das 3:0 gemacht, dann hätten wir mit Sicherheit die 5 Wechsel gesehen, bin ich mir sicher. Aber da es so ein enges und offenes Spiel war, wollte man jetzt nicht unbedingt Qualität runternehmen. Hat man dann schon mit Stanley gemacht und hat Davis gebracht. Davis hat mir so die ersten paar Minuten ganz gut gefallen. Danach war es dann wieder viel Schatten auch dabei. Aber damit bin ich schon so ein bisschen in der Spielanalyse. Das machen wir natürlich jetzt gleich. Zum Spiel gibt es da nicht mehr zu sagen. Ja. Wie gesagt, ich fand es ein bisschen enttäuschend von Dortmund nach dem 1:0 in der ersten Halbzeit. Da hätte ich eigentlich die Reaktion erwartet, die man dann erst Anfang der zweiten Halbzeit gezeigt hat. Erst recht, wenn man in Dortmund spielt und mal ein bisschen Ambition endlich entwickelt. Ich denke, man hat schon gesehen, was Dortmund zu leisten ist, definitiv. Ja. Ja, sie müssen es halt mal konstanter auf den Platz kriegen und sich von so einem Gegentor halt nicht so beeindrucken lassen. Ja. Weil ich denke, dann wächst da vielleicht was, ne? Was ein ernsthafter Konkurrent sein kann. Wir werden sehen. Gut, damit werfen wir mal einen Blick in die Statistiken, würde ich sagen. Ich aktualisiere den Bums nochmal, da ich hier relativ frühzeitig nach dem Spiel da bin. Ja, sorry, ich bin extrem müde, ey. Spät. Ballbesitz 38,8 zu 61,2 am Ende. Schüsse aufs Tor 3:10. Wobei man sagen muss, von den 10 waren jetzt nicht alle super gefährlich. Ne? Zweikampfquote 44,8, 46,1. Die 0,1% oder die 0,9% zu viel, weiß ich nicht, hatte Schiri gemacht oder was? Schüsse insgesamt 8,21. Ja, Hut ab. Da möchte ich mal gerne wissen, was da ist, als Torschuss zählt, aber gut. Fouls 16,8, Ecken 7,6, Abseitsstellung 3,0, Flanken 10,3, angekommene Pässe 298 zu 541. Spieler, Schüsse insgesamt. Michael Olisse 5, Harry Kane 5, Joshua Kimmich 2, Torschussvorlagen, Michael Olisse 1. Gewonnene Zweikämpfe, Harry Kane 10. Ja, sagt schon wieder sehr, sehr viel aus. Michael Olisse 8, Luis Diaz 7. Ballkontakte 114, Alexander Pavlovic, sagt auch viel aus, kommen wir gleich zu. 103, Joshua Kimmich, 91, Min-Jae Kim, ja, gefoult worden. Leute, wisst ihr selber. Schenken wir uns wie immer. Gut. Ich werde mir mal eben meinen Pfeil aufmachen, damit ich die Noten noch abspeichere. So, Winnie Company. Ja, ich denke mal, so viel hat er nicht falsch gemacht. Über ein paar Wechsel hätte man natürlich reden können. Ist ja jetzt nicht so, dass irgendwelche nur No-Names auf der Bank saßen, mit Tom Bischoff, der dann noch für eine Minute rein durfte, mit Upamecano, etc. Weiß ich nicht. Wie gesagt, ich kann es anhand des Spiels und den Stellenwert, der dieses Spiel hatte, vielleicht verstehen. Wobei Upa schon einen fitten Eindruck gemacht hatte im letzten Spiel, aber anscheinend Belastungssteuerung, keine Ahnung. Vielleicht wollte man das Gefüge da hinten auch nicht irgendwie auseinanderreißen oder was, ich weiß es nicht. Am Ende des Tages, ja, wie gesagt, ich sehe jetzt nicht so viel, was ein Kompanie schlecht gemacht hat. Dass Manuel Neuer im Tor steht, war klar. Ich habe 1:1 die Aufstellung, die da auf dem Feld ist, nur ein bisschen anders angeordnet, in der Bayern-App auch aufgestellt. Mal abgesehen davon, dass Upa anstatt Min-Jae auf dem Feld war. Also von daher gehe ich da völlig d'accord mit. Wir haben 2:1 gewonnen, Note 2 von meiner Seite. Für Winnie. Dup, 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 dup. Wenn ich jetzt noch klarkomme hier. Lange keine Noten verteilt, ne? Wilde Nummer. Gut, Manuel Neuer. Ein Ball überragend gut gehalten. Dann den Fehler drin gehabt, den hat er zum Glück gleich wieder sehr, sehr stark ausgebügelt. Ansonsten war es eine ordentliche Leistung von Manu. Ja, war immer auf der Höhe, hat jetzt nicht irgendwie super schlechte Bälle hinten rausgespielt oder sonst was.
Ich schwank gerade zwischen 2,5 und 3. Ja, also ohne den Fehler wäre ich auf jeden Fall locker auf eine 2,5 gegangen. Ich hätte den Fehler gleich wieder ausgebügelt. Von daher, komm, 2,5 für Manuel Neuer. Gut, damit geht's in die Abwehrreihe. Conny Leimer, der immer noch nicht im Mittelfeld spielen darf. Wilde Nummer. Ja, Conny Leimer heute wieder als Außenverteidiger. Ist lange Zeit wenig in Erscheinung getreten, wenn man ehrlich ist. Hat es dann teilweise gut gemacht was heißt gut, ordentlich gemacht. Wenn man das mal so, ich vergleiche das immer mit dieser Geschichte, wo Michael und Conny so wahnsinnig gut harmoniert haben. Ne? Wo Conny oft durchgelaufen ist, Michael dann den Steckpass gemacht hat und sowas. Das haben wir heute nicht einmal gesehen. So gar nicht. Ja, ja, liegt vielleicht auch daran, dass man gegen Dortmund nicht so super weit aufrückt, obwohl wir das dann trotzdem getan haben und teilweise die Seite komplett offen war. Ja, und Conny Leimer Schwierigkeiten hatte, hinterherzugehen. Gerade erste Halbzeit, wo Michael auch nicht so die Lust hatte, ja, muss man auch fairerweise mal sagen, wo er 1, 2 Mal stehen geblieben ist. Das war in der zweiten Halbzeit nicht mehr der Fall. Da hat er durchgezogen, im Vollsprint mit nach hinten. Kommen wir aber gleich zu. Deswegen Conny, ja, ich denke, es war ordentlich. Ich denke, da ist aber auch noch eine Menge Luft nach oben und ich habe es wieder nicht so ganz verstanden, vielleicht nochmal auf Kompany zurückzugehen, warum er wieder Stunny und Conny getauscht hat von den Seiten her. Also ich fand Stunny auf der rechten Seite sehr, sehr gut und Conny auf der linken Seite im Zusammenspiel mit Diaz war auch schon sehr, sehr stark. Also weiß ich nicht so ganz, aber gut. Conny Leimer würde ich Note 3 einverleiben. Ich denke mal, da merkt man noch so ein bisschen, dass auch ein bisschen noch einfach so, wie gesagt, das ist ja eben am Ende des Tages, ja, es ist schon ein Pflichtspiel und so weiter, aber viele Spieler sind jetzt auch noch nicht so lange wieder im Training dabei. Jonathan Tah, ja, sehe ich bis auf den Fehler, den er gemacht hat, womit er das Tor quasi eingeleitet hat. Ob man ihm jetzt den Fehler alleine ankreiden sollte, weiß ich nicht. Ansonsten hat er ein tadelloses Spiel gemacht. Aber natürlich aufgrund dieses Balles gibt es eine 3,5 von meiner Seite. Da muss man auch mal eine halbe Note abziehen. Na, aber ansonsten Jona wieder ganz wie immer. Ja, ruhig, sachlich, nicht irgendwie hektisch, sonst irgendwas. Sehr, sehr gut. Ja, damit kommen wir zum vielleicht überraschenden Spieler des Spiels aus meiner Sicht. Und das ist Min-Jae Kim. Min-Jae Kim, gerade erste Halbzeit, eine glatte 1, Alter. Das war überragend. War bester Mann auf dem Feld. Ja, hat alles, jeden Zweikampf, den er geführt hat, in der Luft schon mehr ein Monster, aber wie ruhig er mittlerweile, auch in der zweiten Halbzeit, wie ruhig er mittlerweile im Passspiel geworden ist. Ja, wie abgebrüht und hat auch versucht, sogar mehr wie Jonathan Tah das Spiel zu eröffnen aus der Abwehrreihe raus. Ja, mit 2, 3 sehr, sehr guten Pässen in die Spitze. Also Min-Jae heute überragend gutes Spiel, Alter. Ja. Zweite Halbzeit war es natürlich dann ein bisschen schwieriger, aber trotzdem auch in dieser Drangphase dann von Dortmund. Immer stark nach vorne verteidigt, aber wenn es nötig war, auch den Abstand gehabt. Wie gesagt, ganz ruhig am Ball, kaum Fehlpässe gespielt. Überragend. Ja, von meiner Seite gibt es heute die glatte 1 für Min-Jae Kim, Alter. Gut, damit kommen wir auf der anderen Seite zu Stunny. Stunny fand ich einen Tacken besser wie Conny. War ein bisschen auffälliger einfach, ja. War einfach dann ein bisschen auffälliger. Reicht jetzt aber auch nicht, um zu sagen, es war eine Note besser oder sowas. Ich würde ihn auch bei einer Note 3 einsortieren erstmal. Das war ordentlich, aber mit Sicherheit auch noch mit ein bisschen Luft nach oben. Aber hatte 1, 2 Szenen, die auf jeden Fall viel, viel interessanter gerade nach vorne waren, wie es bei Conny war. Defensiv haben sich beide nicht viel getan auf ihren Seiten. Das war okay. Gut, kommen wir zur Mittelfeldzentrale. Die Leistung von Joshua Kimmich und Alexander Pavlovic hätte man sich gerne bei der WM gewünscht, denke ich. Ja, also Kimmich hat heute für seine Verhältnisse ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Ja, kriegt von mir eine Note 2. Vor allen Dingen erste Halbzeit, wo er ein bisschen defensiver war, ja, wo er Pavlovic ähnlich wie Anfang letzte Saison, wo Pavlovic einfach den Raum gelassen hat, dass ein Pavlovic das Spiel gestalten kann. Ne? Und das hat ein Pavlo überragend gemacht.
Zweite Halbzeit war es dann wieder ein bisschen umgedreht, dann war Kimmich auch mal wieder ein bisschen weiter vor, Pavlovic ein bisschen weiter hinten. Das war auch in der ersten Halbzeit, aber nicht lange mal der Fall. Dann waren sie auch wieder teilweise auf einer Höhe. Aber trotzdem war Kimmich heute, was ihn heute ein bisschen ausgezeichnet oder mehr ausgezeichnet hat, war, er hat A, 'n gutes Stellungsspiel gehabt, ja, in der Defensive. B, hat auch mal einen Ball vorne mal festgemacht, ja, und hat auch nicht jeden Ball irgendwie 300.000 Stunden am Fuß gehabt, bis er ihn gespielt hat, ja. Das war heute eine sehr, sehr gute Mischung von Josh. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Wenn er immer so spielen würde, hätten wir keine Probleme. Also Josh und ich. Ja. Von meiner Seite gibt's die Note 2. Ja, Pavlovic war auf jeden Fall noch mal 'n Tacken besser wie Josua Kimmich. Ähm, von meiner Seite gibt's auch heute die Note 1 wie bei Min-Jae, ja. Ich könnte jetzt Pavlovic die 1,5 drücken, weil ich Min-Jae noch 'n Tacken, mehr in den Fokus stellen möchte, aber Pavlo hat's auch überragend gemacht, ja. Gerade erste Halbzeit das Spiel fest in die Hand genommen, das Spiel gelenkt, aber auch hinten die Räume versucht zu schließen, ähm, aber auch super viele Bälle erobert, ja. Super viele Bälle erobert. Also, das war wirklich stark. Aber auch dann den Ball nach vorne gespielt, auch vorne mal ver was so der letzte Tacken gefehlt hat, er hätte sich ein zweimal wirklich mal den Schuss nehmen sollen, ja, wo er in der Position war. Ja, ich weiß, da stehen dann irgendwie 18.000 Dortmunder zwischen, aber gönn's dir einfach mal. So, das war vielleicht noch so das Ding, aber Pavlovic, überragendes Spiel. Wenn du diese Leistung mit der WM vergleichst oder dem Ende der Saison, ist das wie Tag und Nacht. Ja, also wenn Pavlovic und Josua solche Leistungen immer bringen würden, ja, dann hätten wir keine Diskussion und dann wird es auch 'n Bischof schwer haben. Ja, das war heute von beiden auch im Zusammenspiel, im Verbund sehr, sehr stark, ja. Lag aber aus meiner Sicht einzig und allein daran, dass Josh halt einfach Pavlovic den Raum zum Atmen gegeben hat, ja. Das war halt auch so ein bisschen das Problem, da vielleicht einen ganz kurzen Exkurs zu machen, in der Nationalmannschaft aus meiner Sicht, ja. Mecha war auf einer Höhe immer mit Pavlovic und dann kann Pavlovic sich nicht gut entfalten, ja. Pavlovic ist stark, so wie heute. Wenn er da vorne den Raum hat, die Möglichkeiten hat, das Spiel gestalten kann, ja. Ü Überragend gutes Spiel von Pavlo. Irgendwie liegt ihm aber auch Dortmund, ne, wenn man sich die Leistungen so anguckt. Ja, habe ich gerade schon gesagt, Michael, die erste Viertelstunde hat ihn, Ryerson, wie auch immer, definitiv den Schneid abgekauft. Ja, der hat jeden Zweikampf richtig hart, richtig fickrig, richtig eklig bestritten und das ging Michael schon hart auf die Nüsse, wie man gesehen hat. Ist ja dann sogar ein zweimal aus Frust einfach stehen geblieben in der Rückwärtsverteidigung. Das war nicht gut. Da dachte ich schon so: „Michael, fängst jetzt auch an, Starallüren, zu entwickeln?“ Zum Glück nicht, ja. Hat sich dann gefangen, war dann mehr drinne im Spiel und auch zweite Halbzeit hat er super viel mit nach hinten gearbeitet, ja. Hat sich auch wieder in den Dienst der Mannschaft gestellt. Ähm, das Tor, was er gemacht hat, Alter, den musst du in unter diesem Druck, den er hatte, ja, von den Gegenspielern, Alter, den musst du so machen. Ja, das Tor war überragend, Alter, ja. Davor schon, wir haben's ja grade gesehen, hat die meisten Schüsse gehabt, davor schon ein 2 Dinger sich genommen, die nicht ganz so gut waren. Ein zweimal der Ball auf Harry hätte er vielleicht ein bisschen egoistischer sein sollen, der nicht durchkam. Aber im Nachhinein kann man immer klug scheißen. Allerdings müssen wir natürlich die erste Viertelstunde, wo Michael nicht gut war, definitiv nicht, ähm, müssen wir natürlich mit einfließen lassen und von daher gibt es von meiner Seite die Note 2. Gut, kommen wir zum neuen Zehner, den ich erst mal suchen muss, weil eigentlich spielt er ja hinten links, soll er spielen. Nene, wenn wir das ganze Spiel sehen, war es ordentlich, ja. Das Tor hat er natürlich, ja klar, logisch, hat er gut gemacht, brauchen wir nicht drüber reden. Danach war er auch besser im Spiel, aber ich fand auch da die erste Viertelstunde, die ersten 20, 25 Minuten war nix zu sehen von ihm, ja, gar nix. So, sorry, ja, war einfach nicht zu sehen. Ähm
wir sind auch nur ins Spiel gekommen, weil Harry Kane sich tief hat fallen lassen und die Bälle abgeholt hat. Keine Ahnung, hätte man sich vielleicht auch mal von so 'nem Brown gewünscht. Natürlich weiß man jetzt nicht, wie die taktische Anweisung da ist. Ähm, I don't know, aber er war nicht im Spiel, er hing einfach in der Luft. So, Olise war im Spiel, Diaz war noch mehr im Spiel, 'n Brown hast du gar nicht gesehen, ja, die ersten 25 Minuten meiner Meinung nach. Umso länger das Spiel, umso mehr Ballbesitz natürlich wir auch hatten, umso mehr war er im Spiel, eingebunden und umso besser wurde er, ja. Da hat man gesehen, dass er die Position auf jeden Fall ausfüllen kann. Ähm, aber ich finde es ist auch immer wichtig, dass man, was er natürlich, einfach noch nicht sein kann, dass man aber halt auch in solchen schwierigen Phasen dann 'n Einfluss aufs Spiel haben muss, ne? Es war sonst war's sehr, sehr ordentlich, hat das Tor gemacht, hat danach ja noch mal 'ne gute, riesige Chance gehabt, die knapp war. Ähm, ja, dass er das kann, hat man schon auf der Linksverteidigerposition gesehen. Ähm, ja, wie gesagt, ja, auf der Zehnerposition, wenn man vergleicht, dann hat man vielleicht 'n bisschen 'n anderen Anspruch. Wenn man jetzt berücksichtigt, dass er eigentlich Außenverteidiger ist, dann kannst du halt auch wieder 'ne halbe oder 'ne Note hochgehen. Ähm, von daher würde ich's auch mal auf 'ner 2 einordnen, definitiv. Gut, kommen wir zu Lutschu. Da ist er. Wie immer, war der einzige Spieler, der in der ersten Viertelstunde aus meiner Sicht, gefühlt mal 'n Zweikampf gewonnen hat gegen die Dortmunder, der dagegen gehalten hat, ja, gegen Svensson, gegen Kadu, die da alles reingeschmissen haben in jeden Zweikampf. Die waren so fickrig. Ja, der Einzige, der dagegen hat, war Luis Diaz. So, alle anderen haben sich irgendwie den Schneid abkaufen lassen. Harry Kane vielleicht nicht, weil Harry Kane so den Zweikämpfen eher aus dem Weg geht mit irgendeiner Körpertäuschung oder Drehung. Aber Diaz war der Einzige, der da mal gegengehalten hat, ja. Hat mir sehr, sehr gut gefallen und ansonsten, wenn was über seine Seite ging, haben wir gesehen, 110% Einsatz. Hat auch 'n bisschen Pech gehabt mit dem einen Schuss, hat der Kobel auch gut gehalten. Ähm, aber Diaz war schon auch in den Vorbereitungsspielen, die ich gesehen habe, immer on fire, on point. Auch wenn ihm heute so das Tor gefehlt hat, vielleicht auch so die letzte Vorlage gefehlt hat. Ich denke, bei ihm hat man dann gesehen, man hätte ihn auch einfach mal nach 70 Minuten rausnehmen können und vielleicht noch mal 'n bisschen 'ne frische Kraft bringen können, ne? Aber ja, ich verstehe seinen Mehrwert natürlich, weil er auch mit nach hinten arbeitet und so weiter und weil er halt einfach auch einer ist, der im Zweikampf dagegenhält. Ähm, auch da von meiner Seite einfach also aufgrund dieser Tatsachen gibt's auch die Note 2. Ja, damit kommen wir zum Man of the Man, zu der Maschine bei uns im Team, ja. Harry Kane, auch wenn er heute torlos war, ähm ich nehme die Note vorweg, ist für mich auch Note 2 heute. Unsere vorderen 4 haben's ordentlich gemacht. Harry hat natürlich 'n Riesenanteil gehabt, dass wir dann so ins Spiel gefunden haben am Ende des Tages, ja, weil er die Position vorne aufgegeben hat. Dadurch hing Brown natürlich da noch 'n bisschen mehr in der Luft in der Zentrale. Ähm, aber Harry Kane hat sich die Bälle abgeholt. Harry Kane hat teilweise die Sechserposition auch eingenommen, ja. Harry Kane hat das gemacht, was Harry Kane macht und als wir dann besser im Spiel waren, hast du das halt auch kaum noch gesehen. Einmal noch, ja, aber ansonsten hast du's nicht mehr gesehen. Dann war Harry Kane halt wieder vorne, wir haben das Spiel im Griff gehabt, so. Pavlo hat das Spiel an sich gerissen. Ähm, das zeichnet 'n Harry Kane aus, ja, und von daher, auch wenn er heute kein Tor gemacht hat, keine Vorlage beigesteuert hat 1, 2 gute Halbchancen gehabt, ja, 1, 2 Dinger, die nicht so man merkt einfach, Harry ist noch nicht im Flow. So, das können wir festhalten. Nichtsdestotrotz war er heute super wichtig für die Mannschaft und von daher gibt's von meiner Seite die Note 2 für Harry. So, kommen wir noch zu den Einwechslungen. Eine können wir übrigens noch 'n bisschen benoten. Alphonso Davies, der in der 68. kam, ist knapp, aber konnte 'ne knappe halbe Stunde spielen. Ich denke, da können wir reingehen. Ich habe es eingangs schon gesagt, die ersten 5, 6, 7 Minuten haben mir überragend gut gefallen, ne? Ich sollte ihn vielleicht auch mal einblenden, wenn ich über ihn rede. Kam rein, war direkt da, hat sich reingeschmissen. Danach hat er leider wieder er hat schon arge Probleme gehabt. Ja, sein Speed hat ein zweimal ihm 'n bisschen geholfen, da konnte er noch mal 'n bisschen was wettmachen, aber ansonsten sah er schon nicht immer so glücklich aus, auch mit ein, 2 Bällen, ne? Ähm,
Grade mit dem nach vorne verteidigen, was in letzter Zeit sehr gut war, ja, dadurch ist Fonsi auf jeden Fall stärker geworden. Hat er heute wirklich ein zweimal sich gut verarschen lassen, ist zum Glück raus nicht so viel passiert. Ähm, ja, wie gesagt, Fonsi kommt aus 'ner Verletzung, braucht halt auch noch 'n bisschen Zeit, aber ich kann ihn jetzt nicht auf die gleiche Stufe setzen wie 'n Stunny oder 'n Conny. Ich will ihn jetzt aber auch nicht zu schlecht machen, von daher würde ich sagen, kriegt Fonsi 'ne 3,5. Gut, dann haben wir natürlich noch, Saibari, den ich mir ehrlicherweise nach 60 Minuten gewünscht hätte, um einfach mal 'n bisschen was von ihm zu sehen. Ähm, ja, hat ja noch ein 2 Szenen gehabt, ne, an denen er beteiligt war. Benoten können wir ihn für die 10 Minuten mit Nachspielzeit, knapp 15 Minuten natürlich nicht. Ähm, die Ansätze hat man schon gesehen. Ich freue mich drauf, wenn er richtig fit ist und, seine Spielzeit bekommt. Ich glaube, das kann überragend gut mit den anderen dreien da vorne harmonieren. Ja, zu guter Letzt haben wir dann noch Tom Bischof gesehen für 1 Minute. Wild. Wild, wild, wild. Ich weiß nicht, was da der Gedanke war in der 94. Minute nochmal mit Lucho raus. Vielleicht sollte er noch mal 'n bisschen Ballsicherheit reinbringen. Weiß ich nicht, ja, Lucho eigentlich auch, sei mal dahingestellt. Ähm, ja, was soll man da groß zu sagen? Wir haben nicht viel gesehen von Tom. Ähm, aber ich habe es ja auch gesagt, die Testspiele, die ich gesehen habe, hat Tom jetzt auch keine Leistung gebracht, wo man gesagt hätte: „Jo, er muss auf jeden Fall unbedingt spielen im nächsten Pflichtspiel“, ja. Ich denke, da muss 'n bisschen mehr kommen von Tom, ja. Das Schöne ist, ich denke, man sieht, dass auf allen Positionen Konkurrenzkampf ist, ja. Ich würde behaupten, das sieht man, ja. Auch so 'n Alphonso Davies kann da nicht so Halbgas geben, auch so 'n Joshua Kimmich vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht, spürt er so 'n bisschen den Conny im Rücken, der, wenn alles normal läuft und 'n Zehner fit ist, auf der Außenverteidigerposition nicht mehr unbedingt gebraucht wird, ja, wer weiß. I don't know. Ähm, ich denke, man merkt schon an dieser Mannschaft so, jeder weiß: „Ey, ich muss hier Vollgas geben, ansonsten wird's schwierig.“ Also, das ist zumindest den Eindruck, den ich so von der Mannschaft heute hatte. Und das ist natürlich sehr schön zu sehen, ne? Kann man ja gar nicht anders sagen. Ja, ich denke, es war 'n ordentlicher Einstand. Dortmund auswärts musst du halt so bespielen, wie du so bespielt hast und dann auch unter Druck so reagieren, wie wir reagiert haben. Das war über weite Strecken sehr, sehr gut. Und dann geht's jetzt gegen den VfB in 6 Tagen oder was? Freitag, ne? Hast du gleich den nächsten Brocken, ne? Ich gehe davon aus, dass Dortmund und Stuttgart die beiden stärksten Mannschaften sein werden hinter uns in der Bundesliga, ne? Vielleicht kommt dann noch Leipzig und Leverkusen, aber, ähm, ja, wir werden's sehen. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Es war schön, Michael wieder im roten Trikot zu sehen, ihn wieder in Action zu sehen. Bei uns macht er ja auch die Hütten, die er in Frankreich nicht macht. Ja. Und, ich freue mich auf die Saison. Ich denke, man hat gesehen, was der Kader zustande im Leisten ist und man hat auch gesehen, ähm, hat dieses Spiel auch noch mal klar gezeigt, finde ich, dass es nur über uns geht, ja. Also, wenn wir zulassen, dass Dortmund uns unter Druck setzt, so wie sie es konnten in der ersten Viertelstunde, in der ersten Viertelstunde, 20 Minuten der zweiten Halbzeit, ja, dann hat Dortmund die Qualität. Wenn wir aber auch sagen: „Ja, jetzt ist auch mal gut, wir nehmen das Heft des Handelns jetzt mal in die Hand“, dann hat man auch klar gesehen, dass Dortmund da jetzt auch nicht unbedingt in der Lage ist zu sagen: „Oh, ja, da müssen wir jetzt aber drauf reagieren und, müssen jetzt irgendwie“, ne, ist ja nicht passiert, ja, und das in Dortmund. Also, das war schon stark zu sehen. Das darf man auch nicht unterbewerten. Ähm, und von daher Glückwunsch, dass man, den Franz-Beckenbauer Cup, in München gelassen hat, wo er hingehört. Und was ich mir noch wünschen würde, ist das, was Winnie Kompany schon gesagt hat, wenn wir diesen Pokal schon immer auswärts spielen müssen. Sorry. Das wäre es schön, wenn dann auch mal das Stadion halb, halb oder Drittel, Drittel, Drittel ist, so wie es im DFB-Pokalfinale halt auch der Fall ist, ne? So, auch wenn es in München ist, ja, mal sein sollte, gerne genauso. Ähm, ist schon ein bisschen schade, muss ich sagen, ja,
Weil das ist so ist es wie 'n normales Bundesliga-Auswärtsspiel und, am Ende geht's um 'n Supercup, ja? Und ich meine, wir sind schon der Doppeltitelträger und müssen dann trotzdem, weißt du, auswärts mit 'n paar Fans antreten. Das ist schon wild, ja? Also, weiß ich nicht. Da sollte man mal den ich meine, man macht immer so 'n riesen Wirbel um den Supercup, versucht da irgendwie den Stellenwert so reinzudrücken, ja? Das ist, ich meine, jetzt heißt er auch noch Franz-Beckenbauer Cup. Ja, dann behandle das Ding auch mal so, ja? Ganz einfache Kiste. Rot-weiße Grüße gehen raus. Habt 'n schönes Restwochenende. Tschüssi.